Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Hallo, heute stehe ich vor der katholischen Schwesterkirche St. Jakobus hier in Germersheim. Das ist für uns Evangelische auch in der Zukunft ein wichtiger Ort. Denn auf unserem Weg als evangelische Kirche in dieser Stadt werden wir in der Zukunft enger zusammenarbeiten und zusammenrücken. Wir haben unser eigenes Gebäude verkauft und werden in den Büroräumlichkeiten hinter der Kirche in Zukunft als Dekanat und auch als Kirchengemeinde Büroräume und Gemeinderäume haben. Darauf freuen wir uns. Das ist eine spannende Weiterentwicklung in der Ökumene. Aber heute geht es mir noch auf eine andere Weise um Unterstützung auf einer Wegstrecke. Was gibt mir Kraft für meinen eigenen Lebensweg? Jetzt, wo die Sommerpause vorbei ist und uns alles wieder so richtig mit Stress und Hektik überfällt. Da kann uns dieser Pilgerbrunnen direkt hier vor St. Jakobus weiterhelfen. Schauen Sie mal. Es gibt einen Text von Bernhard von Clairvaux, der mich schon seit vielen, vielen Jahren begleitet und der für mich sehr wichtig geworden ist. Bernhard von Clairvaux schreibt: Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während die Schale wartet, bis sie erfüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lern auch du, nur aus der Fülle auszugießen. Hab nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Ich möchte nämlich nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. Hab nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Wenn du dir selbst nicht gut bist, wem bist du dann gut? Das hat mich viele Jahre lang bewegt. Ich wollte immer freigebiger sein als Gott. Einfach nur weitergeben. Und seit einiger Zeit buchstabiere ich, wie das ist, wenn ich mich selbst als Schale empfinde, die selbst empfängt und weitergibt, wenn sie überfließt. Sei gut zu dir und gib weiter von deinem Überfluss. Lass dir schenken aus dem Überfluss Gottes und teile mit anderen. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich dir für die Zeit, die vor Ihnen liegt. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.